op het Duits uitgegeven onder de titel Wenn der Arsch brummt. Weltweit ist mein Werk noch ausgegeven wurde in noch 13 angesprochen. Und wie gesagt, ich wolle dich nicht führend hauen, also der Futz. Der Futz wird geboren bij der Mensch in een Darm. Bij jederin. Of hij nu rijk is of arm. Het is zo jet wie schleerte Luft of jas, waarvan men kent genessen durch de Nas. Het giet korte, maar het giet ook lange. Die diepe en hoogduenden schallen. Da moest aber hören, wat werd gesagt, wenn eine mit sie Loflöse hat gelacht. Der dem hat aufgerissen, hat bestimmt in Box geschäßen. Hotrüt, da war eine Jaue, da kriegt mir ein Fell über den Augen. Als kleine Jung fing dat al an. Dom de Mann mich in der Ränge Löcher an. Meine erste Futz, rät nur Luder geschossen. So kom der Mann a Sommersprosse. Der Mann dom sie even nüs draus machen, zusammen kriegen van het Lachen. Even wenn de Kingerzeit vorbei ist, deed me dat tot dran merken, da werd niet meer lachen, da is me het werk. Spielt in een Kirch op de bank, da krümmt me sich der Rück, en los me stiekem loven, de vleddige Gestank. En in plaats van wierook, der riecht ja so fein, moet me sich de Nas zou houden, für so Schwein. En had u allens enne in het bad afgerezen. De mensen er heet bij de vie in het bubbelbadje zezen. En wel wie en wat me voortse deed, liegt mij raad dra wat me eisen deed. Ullig en boeren, jong dat je even patronen. Och Ärzte zoep die deed het jod, daar huurt het voortse ja niet op. En liet me daar kühl en sprütjer in de darm verjeste, brengt dat de batse aan het bletsche en aan het niste. En zo bliest jedes Völksche nur ehe Art, sie ehe Völksche. Wenn der Holländer sich ernährt von Heringe und Kies, riecht dat bekanntlich ziemlich fies. Bei der Brüß bringt Schweinebraten und Sauerkraut, das richtige Brodeln unter der Darmhaut. Even een Fotz van een Chinees. Dat is niet zo je leuven. Dem kent men niet alleen ruichen, dem kent men zo ja preuven. En is der vaste loffen dan door, dan liet het Fotze ook niet door. Het dieet van beer en spek en ei, maat van het Fotze een schwijnerij. En vanaf me in Wirtschaft niet meer bieven derf, riecht me nog eens zo jod voor menselijke verderf. Denn in plaats van sigaretten en toebaksbieven, riecht me nun, wenn eine ophuurt met knieven. Maar het schlimmste verfasste Lovensbübje losse, is dat me sich niet meer drop kan verlossen, dat sie alleen maar bestund aus Jase. Nee, lu, denn het heeft ook Nase. En zo eindigt dan minne vaste Lovensdag met een strief, en niet alleen nog kraag. En ongemekkelijk leuft hij dat doch kloon, der sich hat losse foppen. Dem hulpt alleen nog een kuusje brood, voor met ze zoppen. Dus, fotst me aus horen nood, of gewoon voor de lol, het dreht sich immer en immer de Kontrolle. Drum jeft adlu,
wenn man sich der Wingbüll legt, denn es ist Stroms, wenn eine Furz jetzt wägt. Ihr seht dann auch nebenbei ganz gut en Jod. Eine Wingbüll ist es auch maar ein Wort. En weil der Bergstädter immer wenn ihr Blattmulle deed, wäre dem ziemlich peinlich, wenn er sagt, ich wohn op de Scheed. Dus ihr seht, Leeflü, of wenn de Schaf geht, of op de Truhen, van Kaviar, of van de Wölle Buhen, van jong of oud, arm of riech, für der Furz sind wir neue Liech. En dafür müht der Mensch sich endlich nicht genäre, frank en frei zu flatulären. Kijk, bij der Urmensch, vor tausenden von Jahren, der furzet noch in het Wild en durch ganz viel Haare. Nee, den Junge Bübje Schange, der je hoch bluft den Rätsel in der Pelstre hange. Ja, denn die wohnten noch in een Höhl en der Dunge in brenne. En wenn man sich umgehen nicht sieht, dann muss man sich eben an der Geruch kennen. Ja, bei der Urmensch war das noch Tradition. Eine Furz als postanale Kommunikation. Ja, ze houden pas van nee, of de Mädchen of de Junge, wenn sie sich vertragen, auch über de Lunge. Drum lost Lovelü, verbritsch bis brat. Zeig der Mitmensch, wofür er een Nas noch hat. Lass het merken, lass die Ungerboxe schnerken. En stinkt noch wie Sau auf Hunk, lasst Lovelü, denn het is gezonk. Denn eine Furz ist ja für unser Arsch jetzt wie een notwendige Massage. En für dat ze beargumenteren, will ich hier einen Fachexpert zitieren, der Schweizer Wissenschaftler Professor Dr. Berti. Wer öfters furzt, braucht keinen Sperti. Dabei ist der Odeur anal für mich als Arzt auch ein wichtiges Signal. Denn ich weiß, es ist was wirklich in der Hand, wenn es eine schleert wird von seiner Ehegestank. En kijk ich daheim in der Saal, da fällt es mich all op. Sind ich mir nicht einer mit einer Ruhekopf? Der Batze geklemmt, ob ein Leb an den Biese. Als könnte sie sich jedes Moment beschießen. Lass ihn doch los, lass ihn doch drus. Besser in der Welt, wie in der kleine Buch. Denn der nicht mehr furzen kann, das ist bestimmt ein armer Mann. Und was uns dabei noch am meisten nutzt, der Mensch, der lag noch über eine Furz. Danke.